Ekran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van de ODB bent. Mijn naam is Edward Giesbrecht. En ik ga dat vele programma reden over een thema als vroeger gaat deine kennen. En wat we zeggen over dat is dat over de ganze Bibel zijn vroeger wat gaat deine doen. En nu hebben we een paar Bibelvers wat zeggen dat vroeger zal stil zijn en dat heeft eenmaal zeer veel veroorzaakt strijderie en dat we vroeger in het recht hebben. Niet plus mank Duitse mensen, andere kijken gaan dat zelf zien doen. En ik studeer een beetje, ik leg hem een beetje te studeren de Bibel een beetje dieper als plus dat wat mensen mij bloß hastig gezegd hebben. So, wanneer ik de Bibel studeerde, dus de Bibel heeft 31.173 vers. So, over 31.000 vers heeft de Bibel. En zo wie ik weet zijn dat 4 of 5 vers wat du van een beetje nog hier, als dat de vroeg niet zal reden herstel zijn en zo wieder. So de eeuwige 31.000 nog wat de reden alle ervan dat hij zal. Aber dat hij alle kennen. Zeg niet dat hij zal, maar dat je over de ganze Bibel te zijn, dat allemaal dient God. So, dat is dan interessant, want wat wordt zoveel Bibelvers doen nog aan, zo zijn als die zal God dienen en zal reden en zal profetisch reden en wie zijn dat ze al deed en dat in de ganze Bibel dat is. Nu zijn er 2, 3 vers wo dat eenmaal niet, wo dat niet kan. Dan moeten we ons even een beetje vrouw en aanvangen te studeren. Wat bedoelt deze vers? We kunnen niet plus een vers uitpikken in de Bibel en zeggen, dit is het. Nu weten we de antwoord voor Emma en lezen de eeuwige part van de Bibel niet. Dat heeft ons al een deel kaperiting en troubles im leven gebracht. Niet plus met dit thema en andere thema's ook. En wel we dag leven de ganze Bibel studeren als een ganze boek. Morgen en vroeg zijn beide een beeld Gottes geschaffen. Dat is sehr wichtig te weten. Wie lijkt naar God? Wie waren nur zijn beeldje gemerkt en hij heeft ons wunderbar gemerkt. De vroeg, ze wordt als een helper gemerkt voor de man. En ze is passend voor de man. En dat zegt dat zij merkt dat de man vollständig is. So, we zijn van Anfang an, er zijn verschiedenste rollen voor man en vroeg. En over Emma, dat zal taub een vollständig geven. En dat is wat man en vroeg te zijn. So, da wens merkt Adam en Eva. Aber we weten ook dat er zinnen komen, niet zo? Du kommst zinnen en dat versteht sehr veel van dit en dat merkt dat we niet meer zo goed, dat viele Sachen wel versteht zijn. Aber Gott wil immer weer terug dat we dat kunnen terug opbouwen en dat zijn plan wat hij voor ons mensen heeft, dat hij kan volkomen worden. So in 1 Mose 3 vers 16 zegt het zo. En te de vroeg zei hij, ik wil die veel meer weide geven wanneer du zwanger bent. En du wirst bij de geboorte grote weide hebben. Doch wirst du ein Verlangen nur deinen Mann haben, und hij wird über die dat woord vieren. En dan zegt hij te den Mann ook nog wat. Maar wat we zijn is, dat van de zintijd aan, dan weer dat de man dat woord über de vrouw vieren deed. Dat hij in West woord wie ze zeggen kennen, de leiding had über de vrouw. En wat zo dan over de tijd van leven gedaan heeft, wat hij gemerkt heeft, dat vele vrouwen hebben gezegd, du bent wanneer weet. En hij zo dan, we zijn ook, zo dan zag sogar Jezus met de Bibel. En hij verzegt met zijn Bibelvers als dit, als hij zei, du bent wanneer weet. Maar dat zegt niet hier in de Bibel dat ze wanneer weet is. Dat zegt plus dat man aanleiden wordt. En dit is een leven van zo'n wat zo'n vele vrouwen bed van de eerste dag zeggen wel. Er ook vele mannen, ik moet mijn vrouw alles ver zijn. Dat is niet dat ik er alles ver zijn moet. Ik wil er vielleicht aanleiden, maar dat is niet dat ik er unertrekken wil. So, wir wollen nicht an diese Leines glauben, dass frühes weniger wird sind. Aber, das ist ein Geheimnis. Dass frühes Männer unerdoen sind, das fixt dort ab, was Gott sein Plan für die Ehe ist. Das fixt dort ab in eine Weise, dass er taub schaffen kann.
En dat wordt una doen, dat waar we een klein beetje lood studeren. Dat wordt ook eens iemand zei, falsch gebruikt en zei gebruikt om una drecken. Dat is niet dat ziel. En dat geheimnis vingen we in 1 Korinther 11, vers 2 bis 16. So, en die personen wat veel in de Bibel lezen, die weten nu krijg van welk thema dat te stonen dat. In diesem Kapitel redet het van de kappendijking, van de hoppendijking van de Frühes. So, du fragst dich vielleicht, Eduard, wat in der Welt hat die Hoppendijking zu sagen mit das ganze Thema aus Frühes deine kennen, aus Frühes Rede kennen, dass das alles still sind? Aber ja, das hat sehr viel zu sagen, wenn es in 1. Korinther 11, Vers 5 sagt, das ist das. Aber wenn eine Früh bet oder prophetisch redet, und hat ihren Kopf nicht bedeckt, und ihr sie ihren Kopf, dort wird rot sein, als wenn sie Kohl geschworen wird. So was wir hier sehen ist, dass sie prophetisch reden kann, aber sie soll ihren Kopf bedeckt haben. So wie man verstehen, was bedeutet Kopfbedeckung hier in diesem Fall. So, was das bedeutet, in probiert ist einfach, dass sie sich einer Stelle, einer Gott, in erster steht, auch einer ihren Mann. Und wir müssen vielleicht erstmal verstehen, wenn Wort in Korinther überhaupt diese Kopfbedeckung angeordnet wird. Und wenn für dich wird das Programm mal gesehen hat, auf YouTube hat gesehen, dass meine Frau braucht nicht ein Dirk, oder braucht nicht, sie braucht nicht die Kopfbedeckung, so wie die aus Mennoniten viel mal gesehen hat. So wenn Wort ist das dann für uns ein Geheimnis, Eduard, was bedeutet das Tag für uns, fragst du dich vielleicht. So wie man diesen Kontext verstehen, das ganze Buch von Korinther verstehen, die Situation, wo sie bei wohnen. Korinther, das wie eine Stadt, wo sehr viel Hürerei wird. Du wir Jette aufdenkst, du war der Mana mit Mana wieder, du taub. Du wir sehr viel stehlen, du wir sehr viel lostas. Und das wie eine Stadt, was von Sinn betekent wir. Wenn Menschen an Korinther dachten, dann dachten die bloß an die äußerste Sünde. In Krieg in diesem Kapitel steht das. So, wenn wir ein paar Kapitel los anfangen, eben zu blättern, sei wie, wo Paulus 2 ganze Kapitel über Hürerei und über unmorale Sünde redet. So, wir sehen auch, dass Korinther, dass wir am Meer, und dass wir eine Hovedstad. Eine Hovedstad ist, wo die Schäbe ankommen und waar losfahren. Und was passiert in so einer Städte? In so einer Städte, wo eine Hovedstad wird, wir viel mal hören, was die Männer bedeuten, wenn sie nur monatelang auf dem Schiff gereist haben und du ankommen, sie haben keine Früh, und dann werden du hören, mit was sie taub schleipen. Und hier wir eine Religion, eine sehr interessante Religion in Korinther. In dieser Religion sehen wir, dass wir ein Aufgott. Und das nennt sich der Gott von Leib. Sie haben hunderte Jätter. Alle haben die Jätter, was sie anbeten. Aber ein sehr wichtiger Gott, was sie haben, das nennt sich der Gott von Leib. Diesen Gott von Leib, den achten sie sehr hoch. Das ist nicht uns Gott, was du und ich kennen. Das ist wie ein Aufgott. Und für diesen Aufgott haben sie ein Hörchmal her. Über 1000 Hüre, wat mit dem Mana schleipen, gingen schlopen und sie sehen. In dem Moment, wann er schlopen hat mit dieser Hüre, dann erfährt er diesen Gott von Leib. Stellt ihn vor, das ist doch eine ganz abscheuliche Idee, mit einer Hüre zu schlopen und Gott zu erfahren. Aber das ist, was sie sehen. Sie sehen, wenn du mit dieser Hüre schlopen, dann wirst du diesen Gott von Leib erfahren. Und wo wird diese Hüre erkannt? Du sind ein Teil Beker, was schrieben von dieser Zeit. Und in der Zeit wie eine Höhe, dort wir nicht, dass sie sich so antreiben, als Höhe von Deutschen dachten. In der Zeit wie ein Teken von der Höhe, dass sie sich den Kopf aufscheren, dass sie ganz unhoher wird. Wenn der Mann dort sagt, du jetzt eine Früh, dort ist eine Höhe. Und nun passiert das, dass in dieser Stadt wieder so viel Höhe. Und viele Höhe haben sich auch bekehrt. Und Paulus gibt in diesem Kapitel viele Anordnungen, wo Höhe sich benehmen sollen in ihrer Gegend, in ihrer Gemeinde, wenn sie das gebrochen gründen durcheinander. Und wenn wir uns das so bechecken, dann ist das doch ganz einfach. Nun sagt Paulus, bedeckt den Kopf. Die wird Höhe gewaschen, die wird nicht werden. Die wird lange Haar haben und die wird nie Karte haben. Die leiten sich die was, aber die werden vielleicht 2-3 Zentimeter. Dat je doch eine Bedeckung zu Eva sagte, dass je in einem Schutz sind, dass je nicht mal erkannt worden, als je in der Höhe war sind, oder nicht. So, vielleicht fragst du dich so, Eduard, wann das
die Lösung ist, dass eine Früh mit einer Kappendeigung reden kann. Wenn Wort braucht, die eine Früh dann nicht hindurch. Oder wenn Wort braucht, sie nicht ein Zeichen auf den Kopf, wenn wir das mal würde so sein. So, erstens, möchte ich sagen, dass wenn in der Bibel von Kappendeigung geredet wird, dann wird dort von geredet, dass ganze Haupt bedeckt wird. So wie das von der ersten Tag in einer mennonitischen Kolonie, oder Kreise ist. Du wird einzelnen geratet und einzelnen kleinert. Aber in der Bibel, wenn das von Kappendeigung redet, das meint die ganze Hohe, gar nicht zu sein. So, erstens, wenn wir würden dort nur gehen, diesen Text, dann sollen wir dort ganz vollständig nur gehen. Und das nächste ist, wir können nicht bloß einen Bibelvers hier rauspicken und sagen, das ist, was wir nu alle tun müssen. Oder ein Kapitel wird falsch. Das ist, was nu für unsere Zeit geschrieben wird. Wir sind nicht mal in der Situation, wo ich hier wäre. Das wäre eine Situation, die dort Trouble in der Zeit leise. Und dort sagt Paulus auch, in den 16. Vers sagt er dort ganz klar. Aber wenn wer erst nur streiten, der soll nicht streiten, er will das nicht haben. Wenn es dann sagt, hey, dort er weiten soll, wir haben die Wahrheit auch nicht in Gott seine Gemeinde auch nicht. Nicht mal die andere Gemeinde in der anderen Städte dabei brauchte diese Kappendeigung. Bloß diese in Korinther. So Paulus, der wird nicht wichtig, dass die alle nicht sollen das tun. Das wäre eine Lösung für diese eine Kirche, dass die nicht mehr die würde untereinander sein können, was eine Höhe war, wie und was nicht. Und dann weit wie, kann wie sein, das sage ich ganz klar, dass wir brücken das nicht unbedingt brücken, wenn es nicht alle Hand die Wahrheit. Das wird von einer anderen Kultur, von einer anderen Zeit geschrieben. Aber was will uns das dann lehren? Wenn meine früher, viele von meinen Mann brücken das nicht. Was, wenn die das nicht brücken, was will uns das Text lehren, wenn wir wollen diesen Text nicht wahrschmieden? Das ist sehr lange nicht mein Ziel. Was uns das lehren will, das habe ich im 3. Vers lehren. Du sagst das so, aber im 11. Kapitel, Vers 3 sagt er, ich möchte, dass ihr verstehen, dass Christus der Kopf, also der Haupt, ist vom Mond, und der Mond der Kopf von der Früh, und Gott ist der Kopf von Christus. So du hast eine Ordnung, du hast Christus, und Gott, und dann Christus, und dann der Mond, und dann der Früh. Und der Schau für Taub. Und das ist ein Zeichen für Unadon sein. So in Epheser Kapitel 4 verrät dort Krieg auch von der Thema, von Unadon sein und so weiter. Und ganz interessanterweise fängt dort Kapitel an, oder der steht durch Vers 21, 4 Vers 21 sagt, sieht jeden sie dich Unadon. Und das ist so interessant, der Mond soll der Früh Unadon sein und der Früh auch den Mond. Und ich weiß, sie schaffen taub und was das dann erklärt hat hier. Und das ist sehr schön, wenn das hier erklärt wird, was das Wort Unadon sein. Für den Mond bedeutet das Wort Unadon sein, so dass du in Epheser 5 sagt, er soll leben seine Früh und er soll sich ganz hingeben, sogar reit seine Verart zu sterben. Dort ist sein Unadon sein für ihn. Und sie soll am respektieren und achten, sagt der Luther. Wenn wir den ganzen Tag studieren, dann verstehen wir dort, dass Weg von Unadon sein ist, den Mond zu respektieren und zu achten. So, das ist, was Paulus hier will sagen im 3. Vers, dass sie alle taub schaffen, dass der Mond soll mit der Früh taub schaffen. Und wenn sie reich taub schaffen, dass der Mond läuft und der Früh respekt und achtet den Mond, dann sagt er im 5. Vers, wenn der Früh prophetisch redet, und den Kopf nicht bedeckt hat, dann soll sie nicht. Aber wenn der ist, dann kann sie. Und das ist, was ich alle früher sagen will. Wenn du den Kopf bedeckt hast, nicht mit einem Bezeich, muss das nicht unbedingt sein, aber wenn du mit dem Mond schaffst es, in Harmonie, wenn du taub schaffst, wenn du leben und du achten, jenseits, dann bist du frei zu gehen, dass du reden kannst und dass du das Wort Gottes reden kannst. So das Text, wo wir als deutsche Menschen so viel mal so sehr über das reden haben, über das Tür, macht wie das Brücker nicht. Ganz klar sei wie das hier, dass das ist für die Zeit geschrieben, dass das Bezeich in die Zeit gebraucht wird, um die Früh zu schützen. Von der ersten Tag ist das nicht, dass wir ein Bezeich brauchen, sondern von der ersten Tag will uns das eine Liebe, ein Prinzip geben, dass wir taub schaffen sollen, dass wir eine Ordnung sollen haben, dass du Christus, Mond und Früh ist und Gott eben uns alle taub. So, zu guter Letzt will ich uns sagen, weil wir aus Mond oder Früh, weil wir uns Gott ordnen, und dann wird das Fan schaffen und dann können Früh es auch deinen. Wenn es diesen Tag ist, dass Früh es alle still sein, wollen wir dann das nächste Mal reden. Mag Gott die Sehne und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wordt in Bolivien produziert.
Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.